Und somit grüß dich zurück zu Gran Turismo 7. Wie du siehst, wir sind hier nun in den Punkto Weltstrecken. Ich habe mir für heute was ausgesucht. Und zwar, ich habe vor kurzem mal im letzten Video gesagt, ich werde kein direktes Let's Play zu dem Spiel machen. Ich werde mir Punkte aussuchen, die ich interessant finde. Und werde dann dazu was machen. Ich bin jetzt beim Thema Weltstrecken erinnern. Ich möchte heute etwas ganz Besonderes machen. Und zwar, wenn du da unten schaust, das ist nur aus diesen Menübüchern, was du da findest. GT World Series, das kann ich nicht sagen, was es ist. Das sind 5 Strecken mit Deep Forest Raceway, Spa-Francorchamps, die 24 Stunden von Le Mans, die Rennstrecke, Mount Panorama und die 24, die Nürburgring-Strecke halt. Ne? Das Preisgeld, was es gibt, da musst maximal Dritter werden. Und Fahrzeuge der Hauptrivalen, wie du siehst, Konzept 18 GR Supra, WRX, Subaru ist es glaube ich, NSX ist glaube ich Nissan und dann noch das BMW dabei, hin und her und bla bla bla. Schon wissen, das möchte ich mir mal eigens vornehmen für YouTube. Aber heute habe ich mir etwas Besonderes ausgesucht. Ich habe das jetzt vor dieser Tage mal getestet und geschaut, wie das ist. Wir werden nach Österreich gehen, da wo ich herkomme, zum Red Bull Ring. Der ist von mir weg circa, ja, ich sag mal 25 bis 30 Minuten Fahrzeit über die Autobahn hin Richtung Westen. Genau. Wir werden hier ein Benutzerrennen einstellen, Layout, die Gesamtstrecke natürlich. Und dann werden wir Folgendes machen. Wir werden auf das Thema Langstrecke gehen. Zeitlimit 30 Minuten. Starterfeld 20. Intervall für fliegenden Start 15 Meter. Boost werden wir ausschalten. Mechanische Schaden machen wir leicht. Treibstoffverbrauch einmal. Je weiter sie, desto schneller wird der Treibstoff verbraucht. Gibt es da irgendwie ein einmal? Mach mal. Was hab ich damals genommen bei den einen? Da habe ich ein bisschen mehr genommen. Mach mal dreimal. Genau. Mach mal, warte mal kurz. Bodenhaftungsverlust abseits der Strecke. Mach mal realistisch. Dann gehen wir da auf. Fahrzeuganzahl 20, fliegender Typ. Fliegender Start. Start aus Starterfeld. Das kennt man. Weißt du was, da der fliegende Start, was ich weiß, nicht so beliebt ist bei diesen. Ich mein, gut, für mich als Zuschauer der WEC ist es was völlig Normales oder der NASCAR, IndyCar, das ist für mich, das gehört dazu. Wir werden heute mal Start aus Starterfeld machen. Balance of Performance machen wir ein. Warte mal kurz, was haben wir da? Windschattenstärke, machen wir da auch realistisch. Reifenverschleiß. Ich habe Treibstoffverbrauch dreimal, da machen wir da auch dreimal. Auftankgeschwindigkeit lassen wir. Lachgasüberholsystem Einsatzdauer Multiplikator. Boah, ich weiß nicht einmal, wo das. Einsatzdauer, Lachgasüberholsystem. Machen wir Standard, das passt. Voreingestelltes Wetter, das passt so. Trocken, Tageszeit, machen wir Abend. Machen wir Sonnenuntergang, damit das Ganze schön Dingenskirchen ist. Gleiche Bedingungen ein. Ja, und sind wir da eh fertig. Rivalenauswahl, machen wir zufällig. Rivalenschwierigkeit, mittlere Klasse. Was haben wir denn da? Abkürzungsstrafe schwach, Wandkollisionsstrafe machen wir so, Fahrzeugkollisionsstrafe ein, es wird ein bisschen knackiger, Flaggenregeln ein, Strafe für das Überfahren der Boxengassenlinie machen wir ein. Ui, das wird jetzt lustig. Das wird sehr lustig. Habe ich noch nie so gemacht, ist für mich mal etwas ganz anderes. Was war der Boost? Kapier ich nicht. Aber das lassen wir aus, ist wurscht. So.
Es dauert ganz jetzt circa 30 Minuten. Ich freue mir einen Ast ab. Mit Boxenstopp, alles dazugehört. Und wenn ich schon Österreicher bin, dann fahren wir auch auf einer österreichischen Rennstrecke. Vielen ist er in der alten Variante des Österreich Grand Prix, oder wie er früher geheißen, der hat schon so viele Namen gehabt. Das war der Österreich Grand Prix, das war A1 Ring, jetzt ist halt der Red Bull Ring. Ja, hier ein kleiner Blick über das Murtal, in dem er sich befindet, in der Nähe von Spielberg bzw. Knittelfeld. Na, Spielberg. Das nächste ist Zeltweg. Zeltweg, ja. Genau. Passt. Also dann, ich wünsche dir nun viel Spaß bei den kommenden 30 Minuten. Start das Starterfeld. Toll, Kenny. Ja sicher, Bugatti. Und ich brauche jetzt ein klein wenig, bis ich wieder drinnen bin. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon einmal gespielt habe. So. Boah. Kommt dir das auch ein bisschen asynchron vor, das Ganze? Naja. Wir werden es noch herausfinden. Ich muss da auch und ehrlich gesagt gestehen, ich war ja schon öfters bei meinem Autohändler und der hat ja einen Toyota Supra dort stehen. Aber in der Ausführung, wie er ihn dort stehen hat, Kostenpunkt knappe 73.000 Euro. Mhm. Äh. So. Die obere Gerade. Warum habe ich eigentlich nie Gran Turismo? Ich habe es anfangs, wie es erschienen ist, haben wir es gekauft, weil ich eigentlich der Meinung war, Gran Turismo ist nie ein Fehler. Es gibt Dinge, da ist Gran Turismo top für die PS4, für meine alte PS4. Aber dann gibt es Dinge, wo ich wieder sage, Gran Turismo 7 ist die größte Rotze, die sie hier programmieren hätten können. Es gibt nämlich eine Sache, die kotzt mich immens an. Und das ist das ewig lange Dahingrinden.
Also ich weiß nicht, was sich der Entwickler dabei gedacht hat. Ähm, und ja, es ist alles auf diesen Ingame-Shop aufgebaut. Das muss ich da dazu sagen. Und das ist die größte Rotze, was das Spiel für mich so unattraktiv macht. Mein eigentliches Wunschziel wäre es ja, mir den Toyota GR10 zu holen. Also als Hypercar. Kostenpunkt 3 Millionen. Keine Ahnung, bis wann ich das erfahren werde. Das könnte noch eine Weile dauern. Mhm. Na gut, so oft wie Gran Turismo spiele wahrscheinlich erst in 3 Jahren. Dafür gibt es aber den Vorvorgänger aus dem Jahr 2012, den TS20, glaube ich, oder TS10, keine Ahnung, TS30. Frag mich jetzt bitte nicht, dafür gibt es den um 1 Mille. Mhm. Jetzt haben wir ein bisschen verschalten vor lauter Reden. Boah. Und ehrlich gesagt, ich habe da damals in den Einstellungen herumgespielt. Wie du siehst, es ist ein anderes Wackeln, es ist prinzipiell eine ganz andere Sicht. Eine ganz andere Einstellung. Ich muss da und ehrlich gesagt gestehen, das macht das Ganze so richtig spaßig erst. Hoppala. Ja, wirst du schalten, Alter? Und wie du siehst, ich weiß nicht, welche Position wir haben. Ich weiß nicht, wer was, wie, wo, was, warum und wieso, wie die Namen alles sind, etc. Das interessiert mich alles nicht. Die ganzen Informationen unten, ja, aber der Rest. Voraus sie wieder! Naja, ich hätte aber keinen mit dem Spritverbrauch aufgegangen. So. Darum habe ich das letzte Mal, darum habe ich auch immer normalerweise, wenn ich es beim Schneiden nicht vergesse, darum habe ich normalerweise immer auch eine Warnung davor, zwecks, wie heißt das? Motion Sickness. Vielleicht, dass wir nein, nicht einmal anboxen, stopp. Entschuldigung, das war mein Fehler.
Irgendwas ist da extrem asynchron. Aber das werden wir dann im Schnitt anschauen. Ah, 15 Runden haben wir noch mit dem Kraftstoff, okay. So. Ich bin froh, wenn wir es unter die Top 5 schaffen, ehrlich gesagt. Und sollte man das nochmal machen, irgendwo auf einer anderen Strecken, da werden wir hergehen, werden den Kraftstoffverbrauch aber so aufgetragen, dass wir wenigstens 1 bis 2 Boxenstopps machen. So. Und ja, ich fahre jetzt mit dem Controller. Die World Endurance Championship am Red Bull Ring um, ich würde das feiern. Muss ja kein 6 Stunden Rennen sein, reicht auf 4 Stunden auch. So. Es ist schon eine schöne Strecken.
Boah. Dann saugen wir uns einmal an. So, da. Aber es ist egal, wie es das drast und wennst. Auch Gran Turismo ist schon sehr seelenlos mittlerweile. Jetzt, es gibt Rennspiele, die haben zwar jetzt nicht unbedingt einen Realitätsanspruch, absolut nicht. Aber, die trauen sich noch was. Man, überall wird dieses Shift 2 von Need for Speed wird ja auch sehr durch den Kakao gerissen. Ich muss aber auch und ehrlich gesagt gestehen, das gefällt mir noch immer bei Weitem besser wie dies hier oder ein Forza Horizon 4 oder 5. Bitte verprügel mich nicht für die Aussage, aber ist es, ich weiß es nicht warum und wieso. Ich kann es da nicht beschreiben. Ich weiß jetzt auch, ich weiß es, ich kann das echt nicht beschreiben. Ja, wahrscheinlich, weil ich mittlerweile für Open World schon etwas müde bin. Jetzt ist wieder mal Zeit gegangen. Im letzten Jahr. In den letzten 2 Jahren. Aber jetzt merke ich dann schon wieder diese Müdigkeit, weißt? Zig hunderte von Stunden investieren in irgendwas, ohne dass du irgendwie einen Fortschritt siehst. Muss ich was schauen. Und Entschuldigung, das ist nur meine liebste Perspektive. Aber wir sagen es so. Na, beim nächsten Rennen, wenn ich wieder sowas mache, werde mein Kraftstoffverbrauch höher drehen. Aber ich wollte das einmal nur auf eine von meiner Lieblingsstrecken machen.
dass ich wieder reinkomme. Es ist halt, jedes Spiel ist ein bisschen anders und kenn ich. Ja, das wird mir jetzt schon ein bisschen so 30 Minuten blöd durch die Gegend cruisen. Haha. Es ist halt mit dem Hirn auch nicht gerade immer zu vereinbaren, gell? Ich glaube, das ist da vorne, ich glaube, das da vorne ist der Führende. So. Ich mein, ehrlich gesagt, mir ist ja das scheißegal mit, von wegen mit Realismus und den ganzen Scheiß. Ich brauch das alles nicht. Das Vorgefühl muss da sein. So. Verbleiben wir mal. So. Ich liebe dieses Auto. Und in der DTM Trophy, der Tim Heinemann, wer sich da ein bisschen damit befasst, der fährt ja auch so an Supra. Von mir aus hätte der Entwickler da für die Sachen 30 bis 40 Autos auch reinschmeißen können. Hey, in der IMSA, in der WeatherTech Championship, was da die Langstrecken sind, da fahren 61 Fahrzeuge. Schwein. Wir haben am Anfang ungefähr 8 Minuten verbraucht, also ja, ich schätze mal 8 Minuten, dass wir noch fahren werden. Ich werde aber die Wiederholung abspeichern
Und mal schauen, ob ich den noch mitbringe. Das weiß ich noch nicht. Weil sonst wird das Video eine Stunde lang und das schaut sich dann auch keiner an. Mehr wie eine Stunde sogar. Nein. Dieses Mal werden wir mit diesem Rennen ausbleiben. Ich werde schauen, dass ich die Wiederholung speichere, abspeichere und werde sie dann irgendwann einmal hinten anhängen. So, das. Jetzt wird es bald vorbei sein. Ein paar Runden vielleicht noch. Weil es war für mich schon eine Qual, sich durch die Lizenzen zu prügeln. Ich weiß eigentlich schon seit Gran Turismo 1 kenne. Und mit der Zeit, weißt du was du das jedes Mal machen musst, das wird irgendwann einmal langweilig. Ah gut, klingen tut das super schon. Wahnsinn. Ja, Entschuldigung, ich bin ein bisschen ein Toyota-Fan. Tut mir leid. Und wie gesagt, das nächste Mal werden wir den Kraftstoffverbrauch ein bisschen höher stellen. Ein Reifenverschleiß. Und werden dann nochmal irgendwo ein Rennen fahren. So auf der Basis. Das gefällt mir ganz gut. Da bin ich dabei. Und das passt. Ja, knappe 6 Minuten vielleicht noch. Ah! Kenny! Mei.
Ja, vielleicht haben wir noch mal eine Chance, dass wir ihn überholen. Den alten Dorfganoven. Na, so wird's nix. Ja. Wie viel das sind wir? Zweiter! Shake, freut mich. Mein Gott. Am letzten Stickel. Leck mich am Arsch, ehrlich. Und für was braucht heutzutage auch jedes scheiß Rennspiel ein Level? Das kapier ich auch nicht. Oder sollen wir es lassen? Mann, es sind 30 Minuten. Das muss dir bewusst sein. Weißt du was? Na, ich werde das Ganze versuchen abzuspeichern. Und na, wir machen es anders. Dieses Mal gibt es keine Wiederholung. Dafür beim nächsten Mal, gell? Da lassen wir was einfallen und dann sehen wir weiter, gell? Also, ich lasse jetzt da die letzten Impressionen. Aber warte mal, wenn da unten Gran Turismo 7 steht, wie das anders zu machen. Ich warte jetzt ein bisschen, dann mache ich ein paar Fotos und dann habe ich ein Thumbnail. Hihi. Schauen wir mal. Eigentlich habe ich ein Thumbnail für das Spiel. Ich nehme das, was ich habe. Ich lasse euch da jetzt ein paar Minuten und dann verabschiede mich von euch. Beziehungsweise ich verabschiede mich jetzt und jetzt lasse ich dann noch ein paar Minuten laufen. Die ersten überholen wir noch über, dass wir uns den nochmal anschauen und dann haut es schon hin, gell? Also dann, ich verabschiede mich mal und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei irgendeinem Spiel, bei irgendeinem Video. Bis zum nächsten Mal. Baba.